neue Kreation von der Patricia. Tomatenrisotto mit einem Pfupf, Honigmarinade und karamellisierten Tomaten. Bist du gut, sag mal, was brauchen wir alles, damit es ein richtig gutes Tomatenrisotto gibt? Genau, wir brauchen Risotto-Reis, natürlich. Weisswein nehmen wir heute. Klar. Olivenöl, nehmen wir ein bisschen Mascarpone, nehmen wir Butter, nehmen wir Käse, Tomatenpüree und dann mache ich noch so schön karamellisierte Tomaten im Ofen. Dazu Essen mit Balsamico und mit dem feinen Honigmarinade. Okay. Wir pfuffen hier heute in der Küche. Und du kommst nachher. Du kommst den Pfuff zurück. Aber so schnell wie möglich. Super. Bis nachher. Ja, bis nachher. Tschüss. Ciao. Ich habe den Ofen schon eingeschaltet, 200 Grad, Umluft. Dort machen wir die feine Tomate. Ich habe hier ein bisschen Butter, tut diese Form einfetten. Dann kommt ganz einfach, also einfacher geht's nicht, Tomate da rein. Wir machen hier ein Pfuff Honigmarinade und ein bisschen Aceto Balsamico. Schön rühren. Honigmarinade hat ja Honig drin, logisch. Dann wird schön karamellisieren hier die Tomate zusammen. Deswegen leere ich das schön hier drüber. Das bringe ich jetzt in den Ofen und ich werde irgendwann dann wieder ein bisschen von dieser Marinade über die Tomate verteilen. Ich hoffe, die Tomate explodieren nicht. Kann ich hier meinen Bouillon vorbereiten. Einfach warmes Wasser mit Bouillon rühren. Dann können wir mit dem Risotto anfangen. Einschalten, ein bisschen Olivenöl, dann gefriergetrocknete Zwiebel, Risotto-Reis. Gut rühren, damit man überall Öl hat. Und das lassen wir hier so ein bisschen, bis die Reiskörner so glasig werden. Ich mische jetzt auch schon Tomatenpüree und dann lösche ich mit Weisswein ab. Höre ich immer so gern. Immer wieder rühren, damit es nachher schön sämig wird. Der Wein ist schon fast ganz verdampft. Dann komme ich mit dem Bouillon. Und wie sich bei einem Risotto gehört, also ich gebe Bouillon, rühre, warte, nochmal Bouillon, nochmal rühre, nochmal warte und so weiter und so fort, bis ich die richtige Konsistenz habe. Ich nehme jetzt diese Tomate wieder aus dem Ofen, nur damit ich die Soße wieder schön drauf leeren kann. Einfach so aufmachen. Jetzt hat sich die Haut teilweise schon aufgegangen. Dann kann ich das hier einfach wieder drauf leeren, sodass diese Marinade quasi auch in die Tomate hineinfließen kann. Nochmal überall. Gut. Das kommt noch weiter in den Ofen, bis der Risotto fertig ist. Mein Reis hat jetzt fast die richtige Textur. Also ist schon fast so al dente gekocht. Mache ich ein bisschen Stickhuspfeffer rein. Die Basilikum, die frischen Blätter, einfach so zerreißen, extra nicht schneiden. Dann kommt hier Mascarpone noch. Lassen wir noch ein bisschen hier noch. Ich kann in der Zwischenzeit schon die Tomate aus dem Ofen nehmen und werde nachher das schön auf einen Teller vorbereitet und mit der Stedi zusammen probieren. Schmeckt das ganze Haus durch, fantastisch. Sehr gut. Ist das Karamellisieren gut gegangen mit dem? Ja, es hat etwas Honig drin, oder? Dann tust du richtig. Also der Geschmack ist wirklich, schmeckt mega fein. Ich wollte das so zusammen probieren. Weißt du, und ich nehme da noch ein Basilikum, das ich da Und dann nehme ich noch ein bisschen Käse. Jetzt habe ich gleich das Messer so zum Essen. Ja, das geht natürlich gut für dich. Schau, jetzt probiere ich das. Ein guter Dihei. Gut. Wow. Ja, das mit dem Pfupf ist wirklich gut. Wieder einmal mehr, wie jedes Mal, die Empfehlung, tönt daheim nachkochen. Speziell auch das mit den Tomaten. Und wir haben etwas Neues probiert, ihr merkt es. Wir haben etwas ganz Neues und darum müssen wir neue Sachen probieren. Mach die heim. Ich kann mir vorstellen, Tomaten so mit dem Pfuff kann man auch gut im Ofen machen als Beilage. Auf dem Grill würde wahrscheinlich auch gehen. Wow, geil. Oder? Ist gleich so weit. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Ist immer fein. Und wie gesagt, wenn wir 1000 Leute haben, die abonnieren, dann können ihr alle schauen. Alle miteinander. Und ich freue mich wirklich, wenn du nächstes Mal nochmal dabei bist. Bis dann. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss miteinander.